Zurück in die Zukunft, Folge 3, Bürger Brown. Doc, Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Das glaube ich ja eher weniger. Und damit willkommen zurück hier zu Zurück in die Zukunft, dem Spiel Folge 3, Bürger Brown. Und was ist hier eigentlich los? Ich meine, letzter Part, wir haben doch gesehen, wie er, also sprich eigentlich der Vergangenheit, oder der von 1931, der Edward Brown war, oder nehmen wir mal, Doc Brown, Bürger Brown, bin gerade ein bisschen überlegen, egal, der junge Brown einfach, der ging halt irgendwie mit Edna Strickland irgendwie ins Kino und hat sich aber nicht Frankenstein angeguckt und das hätte ja nicht sein sollen und seitdem ist irgendwie die Zukunft total im Arsch. Oder, naja, im Arsch, keine Ahnung, es wird jedenfalls anders und was sind das hier? Die Quente Rockgöre. das ist die dümmste Konstruktion aller Zeiten. Hallo? Sie kann mich nicht hören. Ja, sehe ich auch. Was haben wir sonst noch Schönes da? Hill Valley, Southgate, okay, Südausgang, alles ein bisschen abgeschirmt war, von wegen, Hände hoch in Bewegung. Was zum Henker. Und alles dabei, wir haben noch Kit Hennes Flachmann, wir haben so eine Zeitungen und so, 1980, das ist doch alles ein bisschen anders jetzt, wa? Crime Rate at all time low, okay, Carl Sagans Escape. Hill Valleys Verbrechensrate niedrig wie nie. Kein Witz. Klingt ja eigentlich gut, aber trotzdem crazy. Der jetzt. Keine Sorge, mir geht's gut. Die Werbetafel hat den Sturz abgefangen. Ja, das freut mich ja für dich, Martin. Trotzdem müssen wir jetzt irgendwie hier rauskommen. Was zur Hölle? Hey, könntest du mir mal... Jennifer? Naja, hallo? Jennifer, ich brauche etwas Hilfe. Martin? Du bist es. Ist das ein DeLorean? Ja, was soll es denn sonst sein, Saab? Ja, es ist ein DeLorean. Was sollte es sonst sein? Wie zur Hölle ist er in der Werbetafel gelandet? Vergiss das. Hilf mir einfach, in Ordnung? Hä? Und wer sollst du sein? Luke oder Bo? Das ist nicht witzig, Jennifer. Sie finden sie scheinbar schon. Oh Mann, welcher ist heute? Was? Das sollte ich vielleicht dich fragen. Anscheinend hast du dir den Kopf gestoßen. Sag mir das Datum, Jennifer. Es ist der 15. Das Jahr. 1986. Oh, Oh Mann, das kann nicht wahr sein. Ja, ist nicht ganz so, wie wir es noch in Erinnerung haben. Jennifer, du siehst anders aus. darum geht's nun mal, wenn man sich nicht anpassen will. Das meinte ich nicht. Worauf willst du hinaus? Ach so, sie ist in der Phase, wo, naja, teilweise halt Teenager sind, wa? Oh Mann, Haus ist anders, Welt sich anders, alles ist anders. Was hast du mit deinem Haar gemacht? Das ist Helter Skelter. Was? Das ist die gleiche Haarfarbe, die ich immer benutze. Was ist das für eine Einstellung? Ich werde mich nicht wieder darüber streiten. Wir haben schon darüber gestritten? Ich schätze, du hast den Streit gewonnen. Wie so oft bei Frauen. Was hast du an, Jennifer? Du siehst... Genervt aus? Gut erkannt, Marty. Nein, wie ein Punk aus. Eine völlig fremde Welt für dich, du Idiot. Oh Mann, ey. Egal, ich muss aus dem Auto rauskommen. Gute Idee. Kannst du mir runterhelfen?
Warum springst du nicht? Ich brech mir den Hals. Und? Sehr witzig, sehr witzig. Kannst du mir irgendein Seil zuwerfen? Ich habe nur dieses rostige Eisendings im Dreck gefunden. Ein Montiereisen? Damit sollte es gehen. Wirf es her. Hey, langsam, Martin. Das ist mein Dingsbums. Was gibst du mir dafür? Dein Dingsbums. Ja, und dann willst du damit ein bisschen Dingsbumsen oder wie? Also, ich meine, also. Kann ich bitte das Montiereisen haben? Das Montier wer? Das große Metallteil in deiner Hand. Ach, richtig. Wenn du mir einen guten Tausch anbietest. Ah, Mann, ey. Jennifer, bitte. Es ist ernst. Das Montierding ist dir echt was wert, ha? Im Moment schon, ja? Dann mach mir besser ein gutes Angebot. Hm. Scheinbar doch nicht. Was machst du denn da unten? Nicht, dass du das je verstehen würdest, aber ich leiste meinen Beitrag zur Kunst in Hill Valley. Und wie nennt man es wohl, wenn jemand mit einem DeLorean durch eine Werbetafel springen wollte? Woher hast du überhaupt einen DeLorean? Ist er gestohlen? Ach, irgendwie schwer zu erklären. Schon klar. Naja, aus der Zeit verschwunden, ne, mal Na so gut, gesagt. Lass mich mal kurz nachdenken. Überanstreng dich nur nicht, Nerdzilla. Hä? Nerdzilla? Was hab ich denn sonst? Von Marty und Jennifer, gut, das will bezahle ich ein bisschen. Jennifer! Das ist alles, was ich habe. Ist da irgendwas drin? Ah, hier. Bah, riecht nach Achselschweiß und Fusel. Irving Kitanen? Der Gangster? Wo hast du den Lange her? Geschichte. Kann ich jetzt das Montiereisen haben? Achtung! Danke. Ah, klasse. Was jetzt? Ups. Oh. Worauf steht der gerade? Aha. Nun, eure Dummheit. Meine Pflichten gegenüber der Gesellschaft sind erfüllt. Viel Glück mit dem Auto. Du hast es dem großen Bruder echt gezeigt. Aber glaub nicht, dein Betteln um Aufmerksamkeit ändert was zwischen uns, klar? Ändert was nicht. Hör zu, Jennifer. Ich glaube, wir sollten uns über ein paar Dinge unterhalten. Kannst du mich in die Stadt mitnehmen? Na klar, Martin, steig ein. Hey, Jennifer, warte! Ich sagte doch, es ist aus, McFly. Ich gehe nie wieder mit so einem Spießer aus. Meine Freundin hält mich für einen Spießer? Mann, kann es noch schlimmer werden? Wieso musst du auch fragen? Ja. Den zu reparieren wird dauern. Doc, ich könnte jetzt wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Ganz ruhig. Wir haben alles unter Kontrolle. Emmett Brown, wa? Tot. 15. Mai 1986. Das Datum stimmt, aber... Das ist nicht gut. Nö, den Wagen kannst vergessen, Marty. So, darf vielleicht rein? Test. 1, 2, 3, 4, check. Wer spricht da? Lassen Sie die Finger von der Sprechanlage. Oh, können Sie mich reinlassen? Besucher müssen sich am Nordtor anmelden. Oh. Nordtor? Ich laufe doch nicht einmal rund um Hill Valley. Es muss einen anderen Weg geben. Mir kommt etwas in den Sinn, aber ich hab's mir noch nicht dabei, wa? In diesem Naja. Notizbuch stehen Docs sämtliche Notizen zur Zeitmaschine. Ich bin von Docs Genie fest überzeugt. Ich bin auch schon mit ihm durch die Zeit gereist. Ja, das muss man bedenken. Haben wir vielleicht das Hoverboard noch im Auto?
Egal, wir haben es noch nie gebraucht jetzt im Let's Play, aber wer weiß. Oh Mann, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal Docs Zeitmaschine zerstört. Man sollte mich einfach nicht mehr an Steuer lassen. Das wäre eine Variante, Marty, aber naja, wird eh nie passieren. So. Diese Mauer reicht doch nicht etwa um die ganze Stadt, oder? Würde schon. Kannst vielleicht. Ah! Bitte einmal abschrauben. Okay, gut. Das könnte nützlich sein. Denk nach, Marty, denk nach. Mitnehmen Jetzt, vielleicht? nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Des Hover-Systems? Hä? Ich habe sonst nichts mehr dabei. Jetzt, nachdem es demontiert ist, sieht es aus, als wären die Stromkabel des Hover-Systems lose. Mitnehmen wir das also auch nicht? Naja. Soll sonst noch hier etwas rumliegen, was man irgendwie basteln könnte? Machen wir einen auf MacGyver, wa? Nö. Super. Sehr diskret, Marty. Naja, könnte schlimmer sein. Wir haben echt nur das. Wir haben die Mauer, woran das wohl angelegt ist, die Mauer. Oh mein Gott, das Tor. Ich meine, aufnehmen kann ich es auch nicht. Den etwas, was soll ich denn sonst machen? Das Buch drauf machen. Für den wie, was weiß ich. Ein Hinweis drin, um es in Gang zu bringen. Könnte ja sein. Das sollte ich besser ständig bei mir haben. Gut, aber sonst auch nichts. Da bringt das sowieso alles nichts. Hä? Wartet das Spiel gerade? Okay, ein Hinweis gleich mal. Das braucht Saft. Ja, wie denn? Ihr habt doch... Aber da habe ich doch schon versucht. Du, kannst bitte mal, ja. Das ist doch, Moment mal ganz kurz. Ich muss ein bisschen anders entlang marschieren. Ah, jetzt geht's. Atomreaktoren reparieren ist nicht wirklich meine Stärke. Vielleicht ist da noch Garantie drauf. Rein theoretisch müsste da noch echt lange Garantie drauf sein. Ja. Theoretisch zumindest Batterie. 12 Volt. Moment, ist das die Autobatterie? Die wurde sicher 2015 mit dem Fusionsgenerator eingebaut. Hat immer noch eine Menge Saft. Cool, cool, cool. Das müsste doch jetzt eigentlich reichen, wa? Mal sehen. Rot an Minus, schwarz an Plus. Was für ein Hoverboard! Irgendwie ein Hoverreifen. Ah, super. Okay, Doc. Mal sehen, in was für einer abgedrehten Zeitgeraden ich dieses Mal gelandet bin. Müsste ja Zeitachse F sein, wa? So, rein theoretisch zumindest. Okay, Marty, hab keine Angst. Das ist nur ein paralleles Hill Valley, in dem deine Freundin zu einer Punkrock-Vandalin mutiert ist. Das heißt nicht, dass es hier postapokalyptische Motorradgangs gibt, die von Biff-Klonen angeführt werden. Atme tief durch und denke daran, dass wir Doc finden müssen.
Es ist so sauber. Guten Morgen, Bürger. Ihnen ebenfalls einen guten Morgen, Bürger. Was geht hier vor, Doc? Oh Mann, mein Hill Valley war nie so hübsch. Immer schön aufpassen, Bürger. Entschuldigung. Mr. Parker? Für Sie Officer Parker, Martin. Nun, was soll das Outfit? Es ist Donnerstag. Ja? Poloshirt Donnerstag. Sie tragen keine Uniform. Das ist eine Verletzung der Bürgerverordnung 9 EEE. Außerdem tragen Sie Ihre Kennung nicht. Das ist ein direkter Verstoß gegen Verordnung WB 714. Was haben Sie vor, Bürger? Poloshirt? Haben Sie einen Sitzen, Bürger? Hände hoch und Beine auseinander. Hey, was tun Sie da? Ruhe! Halten Sie still. Nichts. Was haben Sie heute vor, McFly? Um ehrlich zu sein, das ist eine gute Frage. Was habe ich heute vor? Irgendwie habe das Gefühl, jede Frage, jede Antwort könnte, naja, ein Fehler sein. Alter, was für eine spießige Stadt plötzlich. Da ist ein Polizeistaat und direkt dagegen. Haben Sie Jennifer gesehen? Was geht dich das an? Sie hat doch mit dir Schluss gemacht. Ja, darüber muss ich mit ihr reden. Viel Glück bei der Suche. Gewöhnlich sehe ich sie nur, wenn sie Strafpunkte für ihre Kunst bekommt. Ah ja, ist ja klar, war Vater Cop, Tochter, naja, eben kein Cop. Seit wann sind Sie Polizist? Ich dachte, Sie wären Schuhverkäufer. Hast du was genommen? Ich war schon immer Polizist, wie mein Vater. Na toll, ich habe aus Jennifers Dad einen Cop gemacht. Und deswegen muss Jennifer natürlich rebellieren, war so typisch und so, typisches Teenager-Dasein und so. Vor allem wegen den Vorurteilen. Egal, Können Sie mir sagen, wo ich Bürger Brown finde? Sicher, dass du ein Einserschüler bist? Was denkst du, wo er um diese Zeit ist? Arbeiten? Genau, er arbeitet im Rathaus. Heftig. okay, Ich tschüss. muss wieder auf Streife. Wirst du mir heute Ärger machen? Nein. Nein, was? Nein, Sir. Genau, Bürger. Berg wäre man's lieber. Abfalleimer, okay, dann auch irgendwie noch in Erinnerung, bloß weiß ich gar nicht mehr wozu. Selbstbedienungstour, nö, Summer. Hill Valley Rathaus. Wie kann ich Ihnen behilflich sein, Bürger? Ich muss Doc sprechen. Bürger Brown. Haben Sie einen Termin? Nein, aber... Tut mir leid, dann müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind. Bürger Brown ist ein sehr beschäftigter Mann. Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ja, mir leider auch. Biff? Doc? Doc, warte! Ich muss mit Ihnen reden. So nah und doch so fern. War das gerade wirklich Biff? Biff, Buff, Buff. Mann, wieso kann man jetzt hier nicht über... hier klappt's. Wir sind wirklich sehr streng, was Überquerung einer Straße betrifft. So, Biffy Boy, Biffy Boy. Wo ist denn unser cooler Biffy Boy? Da ist er. Achtung Bürger! Das Betreten der städtischen Rasenflächen sowie das Berühren von Pflanzen in den Stadtgärten ist verboten. Denken Sie Berührung von Pflanzen ist verboten, ich glaube es hackt. Biff?
Hey, du bist der Jüngste von George und Lorraine. Martin, stimmt's? Was, du kennst mich nicht? Nur vom Hören. 3 Monate in Folge Brown Kadett des Monats. Beeindruckend. Bist du am Bürger Plus Programm interessiert? Oh mein Gott, Marty ist ein Streber. Naja, ist ja grundsätzlich nichts falsch dagegen. Aber jetzt ist natürlich auch Jennifers Reaktion klar, was sowieso gerade fragliche, also was ich mir gerade frage. Wenn Marty in dieser Zeit, also der gegenwärtige Marty, war der von Zeitachse F, weil der hier ist ja der von Zeitachse, was weiß ich, XY oder A oder wie auch immer. Wenn der von F ja hier auch existiert, wo ist denn der? Ist der irgendwo, was weiß ich, da muss er irgendwo ihr Umstrahl wienen. Wenn der plötzlich noch kommt, dann nicht gut. Was ist dieses Bürger Plus? Das ist Bürger Browns neues Umerziehungsprogramm. Und ich bin der Erste von Hill Valleys Bürger Plus. Plusse. Plussen? Ein Umerziehungsprogramm? Was zum Teufel? Hör bitte auf zu fluchen, Martin. Ich fühle mich dabei so unwohl. Ach du Scheibenkleister. Hör zu, Biff. Das Auto, aus dem du ausgestiegen bist. War da Doc Brown drin? Ha, Doc, das sollte sein neuer Spitzname werden. Aber ja, das war Bürger Brown. Was für ein beeindruckender Mann. Wie konntest du ihn treffen? Er scheint so beschäftigt. Das stimmt, Martin. Bürger Brown ist ein sehr, sehr beschäftigter Mann. Aber unglücklicherweise bin ich ein Sonderfall. Weißt du, Martin, ich war ein schwarzes Schaf. Ein echter Mistkerl. Ah ja, da fällt es mir doch wieder wie Schuppen von den Augen neben den Haaren. Was man hier wohl tun muss, damit man doch endlich mal Bürger Brown persönlich treffen darf. Du? Ein Mistkerl? Nein. Was soll ich sagen, Martin? Ich hatte immer Ärger. Zu viel Ärger. Sei es mit dem Alkohol, den Partys, den Frauen. Sogar meine Hunde machten einen Haufen Ärger. Haufen, verstehst du? Ja. Was hat das mit Bürger Brown zu tun? Nun, nachdem ich so viele Schwierigkeiten gemacht hatte, wurde ich Bürger Brown vorgeführt. Man stellte mir ein Ultimatum. Bürger Plus oder Knast. Verstehst du? Ein Haufen Hunde, ein Haufen. Hahaha. Ja, sehr witzig. Okay, Ich möchte mehr über Bürger Plus Und wissen. ich kann es nicht erwarten, dir davon zu erzählen. Habe ich die klasse Digitaluhr erwähnt, die man bei dem Programm bekommt? wow. Das haben wir von den Socken. Was muss man tun, um ein Bürger Plus zu werden? Zuerst bewirbst du dich. Sie machen eine medizinische Untersuchung und du musst einen Stapel Verträge unterschreiben. Klingt jetzt schon langweilig. Dann bekommst du einen Termin bei Bürger Brown. In etwa 2 Jahren. 2 Jahre? Er hat viel damit zu tun, sich um Hill Valley zu kümmern. Er ändert seine Pläne nur dann, wenn irgend so ein Irrer herumläuft und üble Sachen anstellt. Zum Glück passiert das praktisch nie. Ja, das wird sich schnell ändern. Du hast gesagt, man bekommt eine Uhr. Oh, ein echt tolles Teil. Sieh dir nur diese topmoderne Uhr an. Sie hat alle möglichen Spezialfunktionen einprogrammiert. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wie man die Zeit einstellt. Aber ein kluger Junge wie du schafft das sicher problemlos. Was ist denn eigentlich der Sinn von Bürger Plus? Einem anständigen Bürger wie dir fällt es vielleicht nicht so auf. Aber die Hypnotherapie hilft dabei, den Drang zum Brechen von Regeln zu unterdrücken. Wow, wow. Hypnotherapie? Ja klar, Marty. Dadurch kommt die Gehorsamkeit von allein. Gehorsamkeit? Ist das so eine Art Gehirnwäsche? So könnte man das nennen. Alle schmutzigen Gedanken werden dir aus der Rübe gewaschen. Ach du heilige Scheiße. Das ist doch freiwillig, oder? Ja, das Pilotprogramm schon. Aber irgendwann wird es Vorschrift für alle. Vorschrift? Bist du verrückt? Nein, ich war verrückt. Doch dank dem Bürger Plus Programm bin ich jetzt wahrscheinlich der vernünftigste Typ in Hill Valley. Okay, ein Ort, wo Beef der vernünftigste von allen sein soll, das kann nicht die richtige Zeitachse sein. Das kann nicht sein, ey. Das ist ein No-Go. Na gut, reden wir erstmal nicht mehr über Bürger Plus. Okay. Heißt für uns, Leute, ja, es geht in der nächsten Party weiter. Und dann werden wir wohl ein bisschen Unfug anstellen müssen, also kann man ein bisschen mit Jennifer rummachen und so, damit wir halt
ein böser, böser Junge sind und direkt zu Bürger Brown kommen. Alter, also, kannst sagen, was du willst, aber das Plakat hier, also das ist ja schon, macht ein bisschen Angst. Also schlimmer als irgendwie Jack the Ripper und so. Aber egal, bis nächstes Mal und tschüss.